findest du? Super, nehmen wir. Haben wir es? Ja. Yes! Ponyhof im Kasten. Man ist schon erleichtert, oben, wenn das Album fertig ist, oder? Aber es macht einen nervös. Ja, es fängt ja eigentlich dann erst wieder an. Angefangen hat das Ganze im Tessin. Ja, ins Tessin. Wir sind ein paar Wochen. Haben wir uns Auszeit genommen. Wir haben dort so in einem Rebberg gewohnt. Also ich habe auch ab und zu ein Wein, 2 getrunken. Hätten wir auch dürfen. Wir waren ja in der Rebberge. Ja, wir haben grilliert, gespürtet und eben noch ein bisschen Songs geschrieben. Ich würde sagen, der Grundstein für das Ponyhof-Album ist dort gelegt worden. Ja, kann man so sagen, genau. Klar hätten wir ein ganzes Album machen können, aber in der heutigen Zeit, wo die Leute die Musik via Streaming konsumieren, haben wir das Gefühl, würden viele Songs auf dem Album gar nicht gehört werden. Und darum, untergehen halt. Ja, untergehen. Und darum haben wir gedacht, wir machen jetzt mal 5 Songs und schauen dann weiter. Irgendwann ist dann die Idee im Kopf aufgekommen, mit dem Experiment auf 2170 Meter auf ein Album aufzunehmen. Ich habe ja sagen, dass man dort oben in dieser Bergluft sehr, sehr gut schläft. Wie viel hast du geschlafen in der Nacht? Ja, item. Es war ein sehr cooles Abenteuer und ich würde es jederzeit wieder machen. Ich finde, es hat sich gelohnt. Ja, ich finde auch. Es war so, dass am Morgen um 8 Uhr die erste Kabine mit Leuten raufgekommen und am Abend, kurz nach 8 Uhr, ist die letzte ab und dazwischen waren wir alleine. Die Zeit auf dem Schildton war fast wie ein Skilager. Schöner. Besser? Ja. Hey, den nehmen wir. Und Scheila, Thunersee, in Graubünden sind wir noch. Rotteppich, übrigens mein absoluter Favorit auf dem Album. Wieso? Das habe ich für dich geschrieben. Und er hat meine Lieblingsziele drin. Du bist schöner als eine Coldplay-Melodie. Das finde ich ein super Ziel. Wir sind jetzt gleich schon recht lange verheiratet und als Musiker kann ich jetzt dir nicht bieten, einen fetten Karren oder Karibik in die Ferien. Also mache ich dir ein Lied. Und durch das, dass wir jetzt auch zusammen Musik machen, hast du nachher auch Feedbacks gegeben zum Song. Hast du gesagt, das ist so, hier die Ziele so. Und jetzt im Nachhinein muss ich sagen, ist das fast wie, wenn ich dir 50 Stutz gebe, dann sage ich, geh in den nächsten Blumenladen, geh dir einen Blumenstrauß kaufen für mich, von mir, ja. Für dich. Ich würde jetzt sagen, es ist Teamwork. Ja, ich würde so sagen. Ich habe, glaube ich, schon wieder eine Idee für den nächsten Song für dich. Ja. Ein Blumenladen. Ich freue mich, das wird gut. Aber übertriffst du das, was ich bis jetzt hatte? Krasse Oberfläche. Hey, das längt schon locker. Ich rolle dir einen roten Teppich aus, baue dir am See ein kleines Haus. Was singen die? Ich rolle dir einen roten Teppich aus, auf dem Berg. Nein, das ist doof. Es ist halt schon romantischer am See Meer? als Haus. Nein, das passt nicht. Ich glaube, du musst hinten raus noch ein bisschen entspannter singen. Für immer, komm, wir bleiben für immer hier. Du, es kommt, es ist wirklich Gell? Nicht schlecht. Also was nicht schlecht? In der Nacht ist halt einfach auch, wenn ich Sauerstoff, wenn du aufstehst, hast du wenig Sauerstoff. Ich weiss zum Beispiel, dort ist der Eigengletscher. Aber das kommt mir nicht in den Sinn. Ich sage, weißt du, das hat auch schon mit dem Sauerstoffmangel zu tun. Oder mit der Übermüdung. Und jetzt habe ich wirklich fast nur 3 bis 4 Stunden geschlafen pro Nacht. Und darum haben wir nachher beschlossen, auf Mürren zu übernachten. Es war gut, wir haben dort noch die Grafik angeschaut, wir haben die Songs durchgehört, die Promo besprochen.
etc. Ja, klar ist es nicht einfach, so unabhängig in dem Musikbusiness unterwegs zu sein, aber wir waren ja bei einer grossen Plattenfirma am Anfang und es hat für uns jetzt nicht gepasst. Uns ist da zu fest reingeredet worden und für uns hat es nicht gestimmt und wir sind froh, dass wir unseren eigenen Weg gegangen sind. Wo jetzt halt eben ein bisschen steiniger ist und ein bisschen länger geht. Aber und mehr als Spikes. Wir sind happy. Und 4x4. Genau. Also ich würde sicher beim Schriftzug das K neu machen. Es ist nicht wirklich leserlich, finde ich. Wie gesagt, das darf ja auch so ein bisschen abgefuckt. Es ist schon herzig, aber es ist auch ein bisschen verbraucht, oder? Aber ich finde, die Farben die dürfen schon herzig sein. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wichtig ist einfach, dass die Hintergrundfarbe wieder recht auffällig ist und die Leuchtung halt. Ja. Aber das schreibe ich immer auch noch schnell. Bis jetzt haben wir echt diesen Weg nie bereut. Also, stimmt vielleicht nicht ganz. Manchmal, wenn man eine Absage bekommt, sei es von einem Radio oder von einem grossen Opening, denkt man, shit, vielleicht wäre es gegangen. Aber eben, in der nächsten Sekunde muss man sagen, easy bleiben, wir wissen, warum es so ist. Und ja, umso mehr freuen wir uns über Veranstalter, die uns anfragen, kommen spielen und Freude haben, dass wir kommen. Und bis jetzt können wir mal behaupten, es war noch kein einziger Veranstalter enttäuscht gewesen und sie haben alle Freude gehabt. Ja. Wir haben natürlich auch den Arsch aufgerissen. Ja, wir sind auch lustig und wir sind gut und wir sind unterhaltsam. Also, ja. Es lohnt sich. Also lustig sind wir ja mal. Wo nicht. Ja. Und sehr unkompliziert. Ja. Kannst du mir noch schnell ein Latte Macchiato machen mit einem 2 cm Milchschaum? Bitte? Okay. Das ist noch ein Bier. Jetzt musste ich hier anschreiben, weil ich gestern gemerkt habe, ich laufe jeder rein. Aber was natürlich unbezahlbar ist hier der Ausblick. Und um 6 Uhr ist hier der Sonnenaufgang. Der 16. sind das hier. Der Henny und ich waren 8 Tage vom Schildhorn. Und jeden Tag ist ein Musiker raufgekommen und hat sein Instrument eingespielt. Einen Tag war noch der Fabian oben, unser Mischer, der Nerd. Oder? Und der hat seine Drohne mitgenommen. Das ist natürlich, es hat sehr schöne Aufnahmen gegeben. Das ist schon, also in meinem nächsten Leben werde ich Drohnenpilot. Ein Problem hat es mit den Nebengeräuschen. Ja, genau. Das ist, die Kabine, wenn die oben ist angekommen, hat es irgendetwas mit dem Strom gemacht. Und das hast du immer gehört, egal ob jetzt Bass oder Schlagzeug oder sonst etwas aufgenommen. Und dann haben wir halt ein Päuschen gemacht. Darum sind wir auch regelmässig rausgegangen. Hat uns vielleicht sogar gut getan. Und haben wir vor allem mit der Nacht aufgenommen. Jetzt vorher, was ist gelaufen? Man hat jetzt mit Dünkt hört man das Geräusch drauf, aber ich weiß jetzt auch nicht. Ja, natürlich das ist scheisse. Wenn wir da immer ein Gondelgeräusch. Wie jetzt das Zeug her? Ausser wir lassen einfach drauf. Zuerst Sightseeing, dann Apero und dann Arbeiten. Nein, vielleicht das Apero nachher. Wow, nein. So, ready? Ich kann nicht raus, warte. In der Rang. Ein Fluri, Christoph, mit 45 Punkten. Leider kein Kranz, aber einen warmen Händedruck. Ja, super Sache. Hey, jetzt machen wir Neymar-Faust. Wie geht das? Au! Also ich bin ja im Lauterbrunnental aufgewachsen, von 12 Jahren an. Und die Schildhorn hat mich schon immer angezogen. Das ist, ich war begeisterter Skifahrer. Es ist attraktiv. Und als Bub hast du natürlich immer gedacht, ja, wenn man mal dort alleine da oben sein könnte, das wäre schon geil. Ja. Aber jetzt die Höhe, die geht mir schon. Genau. Echt sehr, sehr knapp. Und dort, wo jetzt mit Fiat steht, wäre ich ein Bugatti, ein gesperrtes Konto, wäre ich Tempi Passati.
Money ist natürlich ein Thema, das einen als Musiker immer wieder beschäftigt. Du musst es organisieren, für ein Album aufzunehmen und so weiter. Und ich habe gefunden, ich möchte mal die positive Seite vom kein Geld haben aufzeigen. Total praktisch, oder? Sehr, total praktisch. Du musst keine teuren Karren, oder also nicht keine teuren Karren putzen. Wenn wir gehen essen, fragt uns niemand, zahlt ihr unser Essen. Ja, wir sind auch ohne Geld happy. Also Ja. weißt, darum passt. Wenn ich ehrlich bin, brauche ich gar nicht mehr. Das ist schon geil, das Ding, ne? Das ist super. Ja. Und es macht auch noch viel aus mit dem anderen Preamp. Das ist super. Hier so. Einfach Henny ist Schweizerdeutsch für Honey. Aha, okay. Wegen dem bin ich draufgekommen. Oder dann Honey, Money. Das Ist dir so das ein bisschen natürlich schon überlegt, he? Das ist natürlich schon Hennen auszuchecken. Genau. James! You're very sure of yourself, aren't you? Hast du so einen Furzel, Guys? Sorry. Ja. Man kennt ja das. Ich meine, wir sind jetzt auch nicht mehr 20. Kommen aber aus einer sehr... ja, du jetzt schon, aber ich nicht. Man kommt schon so aus einer Partyzeit raus. Wir zelebrieren das live auch, aber können natürlich nicht mehr jedes Wochenende selber Party machen. Wenn wir dann aber gehen... Der ist so richtig. Also, was wir immer wieder staunen, ist ja nachher das so... Und es sind auch Junge dabei, oder wir haben ja junge Leute im Team. Die sind dann so um 2 Uhr morgens sagen, ja, ich muss füßeln und so. Und ich finde, ja was, jetzt fängt die Party erst an. Ich finde halt schon nur den John Travolta als Songtitel cool. Ja, gute Songtitel Der hat den sind Song natürlich schon wichtig. gewonnen. Es ist nicht nur Musik entstanden beim John Travolta, sondern nur ein super Tanz. Jetzt kommt der Refrain. Schütteln wir alle unsere Ranzen, wie John Travolta nochmal tanzen. Jetzt erst links. Ich schüttle mir alle unsere Ranzen, wie der John Travolta nochmal tanzen. Ich kann da noch etwas Kleines vorbereiten, das Blasorchester. Super, ich kann auf Distanz kann man dort dirigieren. Schön. Näher. Ja, wir sind im Aufnehmen hier. Also wir gehen als Zimmer und aufnehmen. Genau. Ja, es ist anstrengend. Das merkt ihr sicher auch. Ja. Hallo. Ahoi! So, gute Fahrt gehabt. Ja, tipptopp. Super. Ja, dann gehen wir mal rauf. Bist du schon mal da oben gewesen? Nein, noch nie. Das erste Klettersteg dort. Ja. Das ist der Henny und der Simon drauf. Ohne Säge. Die haben dort den Trailer für Schildhorn-Jubiläum gedreht. Crazy Dudes. Also du wirst jetzt dort nicht drüber. Also gut, wenn ich nur einen guten Tag mache, bin ich schon. Also jetzt haben wir hier Eiger, Ja. Mönch Ah. und Jungfrau. Ciao. Wie geht's? Alles klar? Ja, es sieht schon so ein bisschen müffelig aus. Es stinkt zu fest, wenn Micha kommt. Es geht. Eigentlich immer so wie du. Und du schläfst hier? Ich schlafe hier auf diesem Mattress. Ohne Bettzeug? Ja. Matratze ist natürlich... Jetzt hast du hier so einen Motor, oder? Dann kannst du lösen. Sicher mega gemütlich zum Schlafen. So. Ja, es geht. Heini, seine Lieblingsarbeit war eigentlich, die Intermezzos zu machen. Er hatte so Freude gehabt und es hat ihm so viel gegeben. Ich habe es wirklich allen erzählt, dass wirklich alle haben müssen daran glauben. Und ich habe es einfach extrem gefühlt, aber die um mich herum irgendwie nicht. Ja, letzte Nacht habe ich noch etwas gebastelt. Das Intro für das Album. Zwischen 1 und 3 Morgen ein Intro gemacht. So. Das ist nicht die Idee, ist eben nachher, oder? Das gibt ja so ein Mini-Album, oder? Das ist, jetzt hier geht es so ein bisschen weg, oder? Dann kommt wieder irgendein Sound und dann bist du im nächsten Song drin. Das ist cool. Ich würde vielleicht aufpassen, dass es nicht zu technoid wirkt. Dass es noch
ein bisschen weicher machen. Ja, oder dass so etwas alt ist und dann irgendwie noch ein kaputtes Drum-Beat. Ah, okay, ja. Ja, das stimmt. Das ist cool, ne? Dann kommt man so ein bisschen an, oder? Ist man so wie im Flash drin. Ist so halb geil. Anja. Da kommt dann noch der Rotstift. Ja, nein, es ist ein... Wunderschön, ne? Also noch irgendeine so eine asiatische Buschpfeife. Das ist ein cooles Intro. Ja. Oder vielleicht ganz am Schluss, vielleicht ist das das Outro. Ja, vielleicht ändern. Es ist so ein bisschen... Eigentlich ist es eine Reprise, oder? Ich finde es so hölle cool, aber eben jetzt so mit dem Anfang, so mit dem Second Line Feel irgendwie. Ja. Stichquartett Steckelberg. Also gehen so zu Halunken, habe ich das Gefühl. Aber die. Las Vegas, Sydney, Kapstadt, das ist die Grundidee von diesem Song war, es gibt auch da das bekannte Video, das viral ist gegangen, wo ein Typ im Büro durchdreht und weißt, dann so zum Drucker geht und so. Und das habe ich eigentlich, das ist so die Grundidee, das Geld gefunden, einfach jemand durchdreht und nachher seinen Job schmeißt. Auf einer Zugfahrt habe ich eine junge Frau, die am Telefon war, zugelassen und die hat ihrer Kollegin erzählt, hey, ich habe die Schnauze voll, nächste Woche kündige, dann mache ich eine Weltreise. Das hat mich scheinbar beeindruckt. Ich war noch nie in Las Vegas, Sydney, Kapstadt, aber ich kenne alles Leute, die schon seit der waren und gesagt, das sind noch geil. Träume sind am schönsten, wenn sie im Kopf sind. Ja, danke, ja. Da bin ich. Ah, hier. Onarx Elias. Jetzt kannst du das gerade hier. Da hier. Ja, verreckt dich. So etwa. Etwa. Kannst du noch ein bisschen Halt dazugeben? Ja, da habe ich jetzt schnell ausgeschaltet. Super. Zeig noch mal schnell, was du gut gefunden hast. Ich finde... Die finde ich super. Auch noch. Ich singe auch zu viel. Da finde ich den Drumbeat geil, den du am Anfang gehört hast. Ich sage Las Vegas, Sydney, Kapstadt ist der Hit. Ich kann mit beidem leben, weil ja beide habe ich geschrieben. Sie wird die einmal rund um Kugeln. Ich mache nicht schauen, was es sonst noch alles gibt. Las Vegas, Sydney, Kapstadt, und alles dazwischen. Immer wieder schön ist natürlich, wenn wir ein Mail bekommen oder sonst eine Nachricht auf Facebook, dass ein Song irgendetwas hat ausgelöst bei einer Person oder wenn es im Zusammenhang mit einem Erlebnis ist, das ist immer sehr berührend. Was ich auch sehr schön finde, ist, wir kommen viel von Freunden oder auch von Leuten, die wir gar nicht kennen, die uns ein Video schicken von ihren Kids, wo die ganze Familie Freude hat an einem Song und sie tanzen und sie lachen und sie singen. Und für das macht man Musik, ja. Oh, Scheiße! Das ist schon noch steil. Das ist schön. Das ist ein voll durchgegeben. Mitgekriegt worden und auch. Ja, das ist jetzt gut. Also bist du von mir rum? Ja, 2,5 Stunden. Nein.
Dann irgendetwas noch beamen. Eine Lasershow. Eine Nebelshow. Eine Nebelshow, genau. Kann man echt den Nebel so steigen, weißt du, dass er Wie hier so. Weißt du, aber dass er nur so bis so auf einen halben, weißt du, der Clubs, Aha, bis auf ja, einen halben Meter raufgeht. Trockeneis ist das. Ja, ist schwierig, oder brauchst du schon viel für einen Club? Also weißt du, was der Balz hat eine Nebelmaschine. Er hat sich Wirklich? gewünscht, zum Weihnachten Die eine geht? bekommen. Ja, die geht. Aber das geht nicht rauf. Bei Sieger kannst du eben auch das richtige Mittel kaufen, Dass es nicht steigt? dass es nicht steigt. Okay. Und das ist, glaube ich, einfach teuer. Kannst du das schon? Nicht? Nein. Okay, so, oder? Das ist geil, oder? Der Sound ist perfekt. Ja, finde ich auch. So einen Speicher, Mensch. Wie heisst das, der Song? Der ist Money. M-O-N-E. Jetzt muss ich mir wieder überlegen, wie das geht. Ich bin erst 43. Und jetzt heisst hier ist es natürlich links, oder? Die Gitarre, siehst du? Und hier ist dann rechts. Jetzt kannst du mal hier schauen auf die Pan-Anzeige. Und die kommt nachher überall. So. Das ist der ganze Zauber. Ja. Tipptopp, selber auch. Ist das gut da mit dem Ding? Oder so? Das ist cool, ja. Cool. Machen gerade ein paar. Also die erste Kabine kommt kurz vor der 8 rauf. Ja. Und ich habe wirklich Mühe gegeben, immer so 4 ab 6, halb 7 aufzustehen. Ja. Dann hier oben ein bisschen Sport machen, was ist gegangen. Das hast du fast nie so, finde ich. Ja. Und du bist so nur Berge und du. Ja. Das ist schon geil. Ja. Rani, ich bin in deinem momentanen daheim. Eigentlich bist du Schöpfer daheim jetzt. Es sieht zwar sehr stark nach Studio aus, aber wir sind zugleich auch in deinem Schlafzimmer. Wie geht das? Ja, das ist all in one. Also wir sind hier auf dem Schildhorn oben auf 2970 Meter und wir haben hier ein Tonstudio einrichten. Wir können auch immer hier einen geschüttelten Martini trinken und dann können wir auslesen, wo wir da hocken wollen. Das ist die grossartige Ehre, den Knopf zu drücken, dass sie aufblasen. Wow. Und? Funktioniert wirklich. Gell? Vor allem, also jetzt vor allem hier oben gekoppelt mit der Aussicht, kann man schon nichts sagen, muss ich sagen. Das Leben ist ein Ponyhof. Und auch ein Pony kann viel Shit machen. Aber ich bin froh, ist hier gäng etwas los. Auf dem riesengroßen Ponyhof ist immer etwas los. Auf dem riesengroßen Ponyhof. Auf dem riesengroßen Ponyhof ist immer etwas los. Ich würde sagen, geladen ist nicht schlecht. Ich habe alles in Schlagzeug, Mikrofon, Hund ist da. Der Simon. All in. All in. Du hast gut Platz bei dir, oder? Tipptopp, ja. Und Anja, schau mal, wie Anja Platz hat. Der Tom hat noch Platz. Gell, hat noch Platz. Anja kommt dann nachher gleich hier. Ja, tipptopp, ich würde sagen, wir haben das tipptopp gemacht. Aber ich würde schon sagen, die Höhenluft hat sich ausgewirkt auf den Sound. Ja, definitiv. Und auch das Panorama. Und halt auch so, der Skilagergroove. Man kommt es wirklich so vor. Und man ist einfach so ein bisschen in diesem Mut drin, bist weg vom normalen Leben. Und das fängt schon. Also kann ich allen empfehlen, mal so eine Auszeit zu nehmen und irgendwie mal Tapeten wechseln. Das tut, glaube ich, immer gut. Ja, also ich habe es geil gefunden. Ja, ich auch. Schon. Würde ich wieder machen. Ja. Das Leben ist ein Ponyhof.